20 ab 7, I Blame Coco auf DRS3, Freitagmorgen mit der Frage, wenn ich hier im Jahr 2035 würde stehen, hätten wir noch Strom zum Radio machen hören? Und woher käme der Strom? Das hat uns diese Woche beschäftigt. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Im Zentrum die Frage: Wie kann die Schweiz aus der Atomenergie aussteigen? Das wäre ja der Plan. Die Energieministerin Doris Leuthard hat diese Woche mögliche Szenarien präsentiert. Das stimmt so nicht, Herr Toriani. Der Bundesrat hat dies bereits im Rahmen eines Kommuniqués kommuniziert und wird zu einem späteren Zeitpunkt informieren, was wir heute noch nicht im Detail präsentieren können. Genau, und darum ist vieles noch unklar bei der Energiezukunft. Ausser etwas, das ist klar: Strom wird knapper und teurer. Und jetzt kommt der Billigwort, wer hat mir das eigentlich hineingeschrieben? Das Energiebündel. Roger Federer ist schockiert. Also ich meine, mir stinkt die Energiepolitik, das ist doch klar, oder? Wenn der Strom teurer wird, ist dann überhaupt noch genug Geld für mein Millionensponsoring, oder? Kann sich jemand einen bescheidenen Star wie ich einen bin noch leisten? Und kann man den Strom für Flutlicht noch zahlen? Oder muss ich im Dunkeln spielen wie gegen Nadal zu Wimbledon? Im Dunkeln sieht man mich ja gar nicht, oder? Und das finde ich persönlich extrem schade, oder? Ist Solarstrom vielleicht die perfekte Alternative? Die Sonne, die Energielieferantin für die Zukunft, das steht auch im Raum. Die Frage ist aber hochbrisant, meint der Genfer Politsoziologe Jean Ziegler. Ich bin schockiert. Alle 7 Sekunden lassen sich alle Menschen auf der Welt von der Sonne blenden. Dabei hat die Sonne schon genug zu tun, wenn sie den ganzen Tag muss scheinen, und das braucht Kraft. Müssen wir Menschen jetzt wirklich an die Sonne ausbieten? Knechtet, auf Sklaven? Nein, das muss nicht sein. Erdgas wäre ja eine Alternative, die auf dem Tisch liegt. Gas-Kombi-Kraftwerke, sie sind zwar nicht direkt CO2-neutral, aber ein Gas-Kombi-Kraftwerk ist besser als Atomstrom. Davon sind ja doch viele überzeugt, auch der Schweizer Rapper Blick. Schauen Sie mal, da ist der Blick unter Energy, aber auf DRS3. Die Gas-Producer-Kraftwerke sind super geil. Ich bin auch immer für Kombos. All meine Tracks habe ich mit einer fetten Combo gemacht, die kräftig Gas gibt. Und schliesslich verdiene ich meinen Lebensunterhalt auch ausschliesslich mit heißer Luft. Ja, yeah, das stimmt. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Später noch einmal hören oder schauen, weil wir sind immer auf SF2 auch mit dabei im Fernsehen. Alles als Podcast oder als Video auf drs3.ch. Guten Morgen, Freitagmorgen.